Die Abenteuer gehen weiter hier bei Anno 1800 mit der bereits, glaube ich, ungefähr 260. Folge. Nee, noch nicht ganz. Ich glaube 250, da irgendwie um den Dreh müssen wir sein, aber die 260 wartet nicht mehr allzu lange. Ja, was soll man sagen, Freunde, was soll man sagen? Es ist nachts, zumindest hier im Spiel gerade, und ja, die Schiffe handeln. Eine Geleitschutzaufgabe, kann auch mir was haben. Wir wohl die gleichen Ansichten. Und ich mache mir so meine Gedanken. Unter anderem hierüber, von den Zoo, der Bushaltestelle, die irgendwie zum Teil gut erreichbar ist, zum Teil irgendwie auch nicht, was mich ein bisschen verwundert. Und ja, der Palast, den ich auch irgendwie wieder hier hinschieben muss, statt, wo ich ihn ja eigentlich habe in Cron Falls. Eigentlich hatten wir den ja bei Cap Trelawney hinten, auf dieser schönen Hauptinsel, mal positioniert. Das ist zwar eine Angelegenheit, wo man ja auch schon sich denken könnte, Mann Michael, wieso machst du nicht einfach alles mal hier und so? Ich meine, die Insel ist so groß, Cron Falls, kannst du alles locker machen mit den ganzen Ressourcen, so gar kein Thema. Genau darum geht es. Es ist mir zu einfach. Ich weiß, ich reg mich ja zum Teil ein bisschen auf, wenn ich sage, das ist irgendwie kacke, dann muss ich das und das machen und so. Ne? Aber es ist ja auch ein bisschen Spannung drin und wir sind ja eben noch in der Kampagne, dürfen nicht vergessen, Leute. Wir sind noch Kampagne Plus, sag ich jetzt mal, wo es auch hier um diesen komischen Friedhof hier geht, den wir da mal gemacht haben oder irgendwie auch Rückstände haben, wie das Teil hier, Gerichtshof, was wir noch auch nicht verschieben können, nichts machen können, dann ist er einfach da, fertig. Weil er mal eine Straße ihm pflastern könnte. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, und solche Dinge halt, und da will ich halt auch gerne ansetzen. Ne? Soll es nicht Dinge sein, so sagen, okay, dann ist es halt einfach so fertig. Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Hä? Zu viel Lehm? Wenn ja, warum? Gut, dass ich kein Getreide mehr habe, ist kein Wunder. Ach so! Okay, man kann schon ein bisschen gewundert. Eigentlich war ja die Idee, dass er irgendwie Lehmziegel und so dann direkt von da holt. Aber okay, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, dann machen wir es halt anders. So. Jetzt kannst du deine Waren da hinbringen. Kannst theoretisch sogar nach unten gehen. Warum auch immer. Wenn man das tun sollte. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Na, soll er mal. Ich aktuell sowieso ein bisschen mehr Ziegel brauche. Machen wir direkt mal den nächsten ran. So. Hier haben wir die Eisenmine und so, das läuft auch. Ja. Jetzt ist es ja auch so, vorne muss ich vielleicht mal ganz kurz noch erzählen, bevor wir hier mit dem eigentlichen Inhalt weitermachen. Nach der letzten Folge habe ich mich mal ein bisschen noch erkundigt, wie es eigentlich andere so handhaben hier mit dem Spiel. Weil Anno 1800 ist doch mittlerweile sehr groß geworden. Monitor auf der Lauer. Vor allem im Vergleich natürlich auch so zu den anderen, auch epischen Anno-Teilen wie 1701 oder 1404. Aber eben ist es doch relativ groß geworden und da habe ich schon ein paar Artikel gefunden von wegen, ja, Anno ist zwar ein geiles Spiel, aber kannst du nur im Multiplayer zocken, weil alleine ist einfach zu viel zu machen und so. Wo ich sagen muss, ja, es hat was. Es hat durchaus was, das dachte ich mir auch schon ein paar Mal, das echt schon übel geworden ist. Und trotzdem mache ich noch weiter so. Warum? Das hat auch damit zu tun, weil es eben noch ein bisschen darum geht, zu entdecken. Wir haben bei weitem noch nicht alles gemacht, was das Spiel hergibt. Man hat noch nicht alles gemacht, was man hier zum Beispiel die Investoren bauen kann. Sorry, hier. Sie haben Schneid. Zum Beispiel Dampfanfänger zum Produzieren. Wir haben noch keine Phonographen hergestellt. Schmuck haben wir zwar schon gemacht, aber das wird rausgenommen. Das sind halt solche Dinge, die eigentlich noch fehlen. Wo man sich dann denken kann, mache ich das mal noch, mache es mal nicht. Und bevor ich dann halt mal, bin ich halt einfach so der Typ dafür, dass er sagt, okay, bevor ich dann aber mir doch sage, okay, dann mache ich irgendwie, ja,
Also doch irgendwie so, dass ich mir sage, hey gut, dann mal Multiplayer zocken oder so irgendwie. Will ich halt doch erstmal alles gemacht haben, damit ich halt das komplette Spiel quasi mal durchgespielt habe, wirklich mit allen Optionen. Und damit auch die Erfahrung gesammelt habe. Deswegen momentan, vor allem hier für das Let's Play jetzt hier, für mich aktuell Multiplayer noch keine Option, sondern ich will alles noch im Singleplayer zocken. Das ist der Grund. Weil es einfach ums Entdecken geht. So. Nächster Schritt, wir haben im Prinzip hier noch ein paar Dinge mit den Touristen. Ich glaube, es schon mal irgendwie erwähnt hat, dass man vermutlich mal hier gucken müsste. Wegen mehr Einwohnern. Also mehr Touristen vor allem. Da ja auch schon mal die Fragen in den Kommentaren, warum ich überhaupt die Hotels und so jetzt abseits stelle. Ich denke mir sogar künftig, oder am Schluss mal, wenn ich sage, okay, jetzt baue ich da alles um, wo ich auch mal Hotels dazwischen platziert. Zum Beispiel mal ein Hotel hier oben baue, ein Hotel hier baue und so. Klar, ich könnte aktuell auch ein Hotel irgendwo hier draußen bauen. Wäre auch eine Option. Ich frage mich dann halt auch, wenn ich sowieso eine Bushaltestelle hier habe, warum nicht direkt dann auch die Hotels hier bauen? Versteht ihr? Und da müssen wir Platz zu sparen. Klar, ein Hotel neben einem anderen direkt sieht irgendwie nicht ganz so hübsch aus. Aber alles optimieren kann man sowieso in der Zukunft mal. Ja, zum Beispiel hier, wenn ich zum Beispiel nochmal eine Bushaltestelle mache, heißt jetzt, dass irgendwie RT ist gut, gut verfügbar. Zum Beispiel das mit dem Zoo. Warum ist der Zoo irgendwie hier, der Zoo? Warum ist der nicht... Und die Erreichbarkeit, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das hier ist nicht voll. Die Weltausstellung, dabei habe ich hier oben gar keinen Bahnhof. Speicherstart, ja, muss auch noch eine bauen, das ist nicht so das Problem. Dabei einfach hier zu viel, ich müsste die mal verschieben oder so, da ist halt auch so eine Frage dann. Aber egal. Hotel. Aus einfach mal verschiedene Türen nach noch alles. Explosion erschüttert danke schön. Fabriken. Ja, das Spiel muss mal dezent kurz nachladen. Den kann ich auch mal hier ablegen. So. Den noch und der ist da. Viralala. Hier habe ich ja ein paar Bretter, ein paar Dinger, okay. Das passt also soweit. Wollten die irgendwie mal noch Schrott, ich meine, Schrott ist doch genug. Da war mal so eine Idee, dass ich irgendwie sage, okay, gut, hier beim alten Nebel wieder mal was umwandeln. An einem Berg erstklassiger Fusseln, oder? Nö. Goldene Erntemaschine der Zukunft. Beeinflusst Nutzpflanzenfarmen. Dafür Gold noch dazu. Ja. Wäre natürlich was für die alte Welt. Irgendwie da, wo sowieso die Norton B und so. Wo ich ja dort den Events. Aha. Ja, genau. Norton B halt. Wo wir ja die ganzen Nutzpflanzenfarmen aktuell ja anbauen. Das wäre eine Option. Warte mal. Vielleicht irgendwo hier. Ja, eben haben wir schon hier. Ne? Da war mal die Idee, noch einen zweiten zu bauen. Einen Schutzhelm tragen. Wobei die natürlich wesentlich weiter weg sind. Es braucht doch sogar noch zwei weiter, damit es hier wirklich optimal wäre. Ich glaube, dafür wäre es mir noch ein bisschen zu teuer. Soll mal ein bisschen auf die Luftschiffe gehen. Luftschiff-Hebewerke mit Ladegeschwindigkeit, Fracht verlangsamen, natürlich auch geil. Müsste eigentlich zweimal. Paprika. Okay. Müsste eigentlich zweimal der hier sein, ne? Luftschiff-Hebewerk, was heißt zweimal? Mehrmals, aber momentan mehr als zwei werden sowieso kaum. Oder nochmal irgendwie die knisternde Batterie.
Irgendwie alles kostet irgendwie, okay, der kostet nur 10 und die anderen kosten irgendwie schon 25 und so. Risiko für arktische Griebe minus 30. Ja, die können wir auch noch machen. Die Öllampenfabrik, okay. Nee, ich würde sagen, ich lasse momentan hier noch ein bisschen so, wie es gerade aktuell ist. Weil wir haben es ja momentan nicht wirklich gerade so nötig. Wir haben zwar Schrott, ja, 36 ist noch nicht so viel, ich würde gerne noch ein bisschen mehr. Etwas von einem Geleitschutz? Noch ein bisschen mehr farmen, bevor ich irgendwie da wieder ein bisschen was versuche. Okay, die falsche Welt, es lädt also nach, super. Alligator auf der Lauer. Okay, mal gucken, wie die das so anstellen. Gibt es eigentlich hier schon nie neue Schiffe für uns? Über die kleinen, wa? Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Hisst die Flagge meines Vaters. Nö, nö. Wer kein Freibeuter ist, ist Beute. Ein bisschen Kohle. Wir nehmen es. Ich weiß. Eine Piratenallianz. Ja, ja, wie damals in Anno 1800 ähnlich, war. Oder sogar 1701 hat er irgendwie ständig Allianz mit Piraten. Oh, Verzeihung, muss ich gerade niesen. Ah, da ist immer noch so. Was suchst du hier bei den Das Ausgestoßenen? Dämliche, sag ich jetzt mal. Sobald ich halt den Knopf drücke, um das Mikro zu muten, dann hat die Kamera umschwenkt. So. Da habt ihr gut gemacht, Leute. Kann man so machen. So. Genau, ein Problem, was wir immer noch haben, was ich glaube ich letzte Folge hier mal... Moment. Das Schweine und Wolle sinken ist logisch, weil ich jetzt... Ja, die exportieren wollte. Ich verstehe gar nicht, wieso Getreide immer so am Arsch ist. Ja, irgendwie auch noch viel zu wenig. Okay, nennen wir es hier mal. Kein Platz mehr frei. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Der kommt weg. Ich ersetze wieder durch ein weiteres Getreidefeld. Ich brauche mir auch wesentlich mehr Getreide, als ich ursprünglich dachte. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, sehe ich. Du Herzblut. Du. So. Dann hätten wir das. Jetzt haben wir aber den. Das ist ja nur der hier, dem 2 Felder fehlen. Dem fehlen noch ein paar Felder mehr. Das müssen wir direkt mal ganz kurz korrigieren. Erstmal der ist wichtiger. So. Dann müsste das wieder stimmen. Wir haben vermutlich auch zu viele Weinberge gemacht, oder hier. Okay, gut. Hier auf der Insel habe ich jetzt irgendwie ein Schiff hierher geschickt mit Waren. Ich glaube schon, wa? Jo, genau. Ich glaube, es gerade die Waren, die ich hier auch hatte, oder? Genau. Die jetzt da weg sind. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Und zwar... falsche Insel. Wo bauen wir das Ganze? Ich glaube, er wollte es hier hinten machen, wa? So, kostet mich zwar ein bisschen was, aber egal. Man pflügt keinen Acker, indem man ihn in Gedanken... Jo, wie du meinst. Was sind jetzt meine...
Ja, ja, die sind Feuer und Flamme, Freunde. Und passt ja auch voll ins Motto des Sommers. Ah, ist das schön. So, aber ist eigentlich von neutral, das heißt, muss ich mit dem gar nichts machen. Kann die also hier abziehen und mal hier hinschicken. Dann kommt der zum Zuge. Der mal die Belohnung abholt. Jo. Den sind wir auch verbündet, obwohl ihm noch rot ist. Genau, ich brauche natürlich als erstes mal ein Lagerhäuschen. So, und dann eine Handelskammer. Ich glaube, er hat das hier sogar so irgendwie so angeordnet, war? Genau, okay. Das Teil hier auch nicht schaden. Ist jetzt halt die Frage, wo genau positionieren wir es hier. Sie haben da etwas für mich, nicht wahr? Mit welcher Nein, Entschlossenheit Sie die Dinge anpacken? Hier hin, warte mal. Hat hier einen gewissen Radius, genau, den wir natürlich nutzen. Zum Beispiel den einfach mal hier hinpacken. Habe ich hier eigentlich schon irgendwo? Dann eine Feuerwache habe ich. Jetzt geht ja nochmal eine. So ein WLAN Feuerwachen kann man nie genug haben. Und vielleicht braucht es auch mal noch ein bisschen Richtung Polizeistaat, wa? Jetzt hier natürlich ein bisschen schwieriger. Hier rein kommt es leider auch nicht. Da hätte ich den ein bisschen weiter nach Hause bauen müssen. Dann hätte es genug Platz gehabt. Egal. Ja, irgendwie hier draußen machen, komm. Oder sogar... fast, warte mal. Ab und zu ein bisschen Polizei schadet doch nicht. Die machen dann nur ihren Job, Freunde. So. Hätten wir das zumindest schon mal. Ja. Okay. Dann ist es ja so. Wir hatten hier tatsächlich nur das hier. Vitaminergänzung. Mehr hatten wir gar nicht. Gucken, wie ich das hier jetzt hier angeordnet hatte. Ich hatte hier 5 Wollefelder. Einfach so. In der Richtung. Fertig. Hieran sind Erwartungen geknüpft. Das hast du dir mehr als verdient. Danke, danke. Noch übrig von der Speiserolle. Spiel gespeichert. Tatsächlich, hey. Mal ganz ehrlich, habe ich jetzt eigentlich in der Folge schon irgendwas gemacht? 20 Minuten rum und ich habe gefühlt, nichts gemacht. Okay, warte mal, noch ein bisschen schöner. So. 5 haben wir, glaube ich, gesagt, wa? Ich sehe noch mal einer.
Ich sehe es gerade, mir fehlen ein paar Ziegel. So. Können wir theoretisch sogar noch ausbauen, hä? Das heißt. So, hätten wir soweit also. Dann haben wir. Wecken Sie mich. 6 von den hübschen Schweinezüchtern. Moment. Great Eastern, du hast sowieso gar nichts zu tun, dann kannst du wieder mal ganz kurz neue Waren holen. Wendemanöver! Die Silos haben wir bereits geklärt. Das nehmen wir 2 Felder. Der ist ganz klar, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ist noch nicht da. Okay, machen wir mal weiter. Baumaterial fehlt. Okay, müssen wir ganz kurz ausharren. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Was für ein Opus Magnum. Einige Felder könnten helfen. Ich weiß, ich weiß. Es könnte noch so vieles im Leben helfen. So. Hätten wir das auch? Sag mal, wo ist denn der jetzt? Machen wir dann eine Ewigkeit. Mit dem Waschen. Genau, Erz hat er Mine anpassen. Ist er jetzt dran? Hat er eigentlich vorher? Weiß gar nicht mehr. Ah, nochmal so ein seltsamer Hafen, war. Okay. Die Frage war gerade sonst noch etwas. Naja, komm. So. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Du. Die Güter muss ich auch ein bisschen umstellen. Wer nicht Angriffspakt ist jetzt die Meinung, der hier. Okay. Anlegestelle, würde ich sagen, machen wir später die zweite. Jetzt muss ich erstmal gucken. Haben wir die Güter, Kartoffeln, Schweine, Dingsbums, Kautschuk, was man damit ein bisschen sinkt. Wie machen wir das jetzt hier? Lassen wir sie einfach so aktuell. Und sagen hier vielleicht, komm, so viele Kartoffeln brauche ich gar nicht. Weizen macht halt doch relativ viel, wa? Das ist echt ein Problem, was mich auch ein bisschen wundert. Gut, sein wir eher Hopfen und Traum brauchen wir auch nicht 2. Kautschuk will man so lassen.
Also 2 kann man, meine ich halt, geht immer darum. Genau, jetzt hat gerade irgendwie Getreide abgeliefert. Dann mache ich irgendwie Getreide 4, Kartoffeln mal noch 2 temporär. Das heißt, der kommt raus und dann halt hier so. Güter 2, den passen wir dann auch an. Das heißt, die kommen weg. Dass es ein bisschen schön aussieht, machen wir es so. Und dann bitte Schweine und Wolle. Plus, plus, minus. Frage natürlich, reicht einmal aus. Ich bezweifle es irgendwie. Jetzt deswegen noch eine dritte Ding zu machen. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Eine Kautschuk auswerfen kann ich auch nicht. Weil zum Beispiel jetzt aktuell gar keinen Kautschuk mehr habe. Also einen kann man sich mal rausschmeißen. Die Frage ist dann halt, die Wolle sinkt schneller, ja? Dass man vielleicht irgendwie nochmal Wolle mitnimmt und nur einmal Schweine. Keine Ahnung. Man könnte es mal so versuchen. Und der ist auch angekommen, sehr gut. Dann würde ich das jetzt noch in der Folge machen, Freunde. Was wir schon mal begonnen haben. So, kommt jetzt ein bisschen hübscher aus. So. Bauen wir mal ein bisschen so. Och, relativ viel. Und doch so wenig. Es ist das Alter. Es ist die Freude. Es ist der Zwang. Amen. So. Wundervoll, oder? Naja, zumindest halbwegs. Jetzt hat der natürlich ein paar Probleme mit den... Naja, verstehe ich. Aber man könnte hier einfach mal noch einen zweiten bauen. Stativ wird sogar hier unten. Nee, irgendwie. Ja, ich weiß, man könnte theoretisch Feuerwache und Polizei nach unten schieben, aber nee. So. Jetzt fehlen schon wieder Waren. Das ist nicht, was ist denn das hier? Baumschule. Hallo? Aber sonst geht's noch gut, oder was? Eine Baumschule. Ja, viel Spaß damit. So. Der muss ja neue Waren holen. Wir brauchen noch ein bisschen was unten. Aber ansonsten müsste das dann mit der Zeit einigermaßen funktionieren. Ich bin gespannt, Freunde. Ob das Experiment so einigermaßen aufgeht und bald wieder irgendwie neue Schiffe hinterher schicken muss. Beziehungsweise Unterstützung. Ne? So wäre es vielleicht korrekter formuliert. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Diese verdammten Gasdinger, die gehen mir auf den Sack, ganz ehrlich. Der Nichtangriff
Schiffspakt wurde beendet. Das müsste ich echt mal irgendwie optimieren. Müsste. Ihr müsst noch vieles. Ihr müsst auch den Part beenden, wenn wir ganz ehrlich sind. Bevor wir aber das machen, ne, jetzt müssen wir hier ein bisschen abwarten, bis es ganz ein bisschen eingespielt hat und so, bis hier Produktion anläuft. Bis auch unsere Handelsschiffchen hier, bis wir ein bisschen was gemacht haben. Den muss ich irgendwie auch noch ein bisschen optimieren hier. Der klappt mit 4-mal Weizen und 2-mal Kartoffeln. Bei dem muss ich ein bisschen gucken hier. Dann machen wir irgendwie noch gewisse Dinge hier falsch. Okay, noch die Schiffe, braucht eigentlich andere. Aber okay. Sei es drum, Freunde, sei es drum. Was wir natürlich jetzt noch machen können zum Abschluss der Folge, mal noch gucken, was eigentlich hier so Wo abgeht. sind all die Sehenswürdigkeiten und die Pracht, die mir... Also haben wir zweimal 115 jeweils, also 230 insgesamt. Jetzt müsste irgendwie was Neues freigeschaltet werden. Okay, gut. China soweit auch, ist einfach noch nicht weit genug freigeschaltet. Oder noch ein drittes Hotel und dann wird es sehr witzig. Die Pro geht es aktuell noch. Die Maschinen steigen auch wieder. Sehr gut. Jo, wenn wir sagen, wir bauen noch ein drittes Hotel. Auf jeden Fall wieder die Waren. Super. Okay, das heißt, ich werde da... ich werde bis zur nächsten Folge, Freunde, wenn ich offscreen mal noch ein bisschen die Waren farmen. Also ein bisschen abwarten, bis wir alle Waren haben und so. Jetzt dann mal ein bisschen angucken. Wir brauchen halt überall weitere Waren. Es waren mal die Waren. Kann man mal so sagen. Aber warte mal, hier war noch ziemlich viel Holz. Holzbretter, wenn sie auch hier irgendwie gar nicht mehr. Nee. Okay. Erst hier unten gucken. Geht relativ fix. Da mache ich hier die Insel fertig. Und dann, ja, wenn wir sagen, Freunde, gucken wir in der nächsten Folge. Wie es hier weitergeht mit sogar 3 Hotels. Müssen wir auf einen Platz. Schön anordnen, kommen dann später. Und dann bin ich echt gespannt, ob wir das irgendwie gut hinkriegen hier. Anbindung. Auch das irgendwie optimieren kann, aber ich irgendwie wirklich halt die auch getrennt voneinander positionieren muss. Und pro Haushalt oder pro Sehenswürdigkeit halt einen eigenen Busbahnhof. Das müssen wir uns sich mal ein bisschen genauer angucken. Und eben auch, wie das hier jetzt vorankommt. Für den Transporter, dann verzögert sich. Ja, wir müssen ein bisschen hinmachen, Freunde. Schneller, hopp, 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 hopp. Schweine, Wolle, läuft alles, sehr geil. Hier geht's voran. Getreide sieht momentan auch noch gut aus. Hier ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Perfekt. Ja. Demzufolge, Freunde, wollen wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir gehen mal in die Nahansicht hier wieder. Mit Norton Bay, der Insel, wo wir landwirtschaftliche Produkte herstellen und im Idealfall dann vielleicht auch ein bisschen Erze und so noch ein bisschen mehr. Von Hand wesentlich besser. Das Schaf zeigen wir einfach mal als einen Arsch. Okay, dem geht sowieso alles im Arsch vorbei, das Gefühl. Mäh. Da haben wir Silos. Von Silos und Schafen und Schweinen. Ja, ganz hübsch aus, wenn man mal so ein bisschen durch die Welt ziehen würde. Ich muss ja mal eine Spezialfolge machen, wo ich wirklich nur das mache. So durch die Welt gehe, mir alles ein bisschen angucken und ja, die Welt einfach mal die Welt sein lasse. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass es relativ schnell auf den Sack geht. Bäh. Silos. Ah, hier kann ich ein bisschen besser gucken. Schöne Wolle, eine schöne Schafes, wa? Wie sagen wir bei den Schweinen aus? Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Danke für den Hinweis. Oh, die freuen sich. Oh. Sind zwar keine Schweine im Weltall, aber sie freuen sich trotzdem. Wenn sie um Schlamm wälzen dürfen. Ah, das ist herrlich, Freunde.
Die Sonne scheint, die Schweine grunzen. Was immer mehr. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Ciao zusammen.